Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Dr. Andreas Jansson. In der ersten Predigt, die ich von dir gehört habe, hast du gesagt, es geht nicht um Wissen, sondern um Kennen. Und es bezog sich auf Jesus. Was meinst du damit? Es geht nicht darum, dass wir mehr über Jesus wissen, sondern darum, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Ich glaube, für manche Menschen und in meiner Erfahrung in Gesprächen für relativ viele Menschen, die sich selbst jetzt nicht als Christen bezeichnen würden, sieht der christliche Glaube aus wie so eine Weltsicht. Und dann führe ich ganz zugewandte, positive Gespräche und da kommen interessierte Fragen und immer wieder merke ich, auch bei den kritischen Fragen dann, die Vorstellung ist, dass ich jetzt eine Weltsicht haben muss, wo ich alles erklären kann. Und die besonders Kritischen stellen mir dann die Theodizee-Frage, also warum lässt Gott Leid zu? Und wenn ich da keine gute Antwort drauf habe, freuen sie sich und glauben, jetzt fällt mein Glaube auseinander. Und immer wieder in diesen Gesprächen sage ich, für mich ist der Glaube ist keine Weltsicht, wo ich alles erklären kann, sondern es ist eine Beziehung zu Gott. Und dann vergleiche ich das mit meiner Ehe und sage ich bin mit meiner Frau verheiratet, aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht alles an ihr oder an ihrem Verhalten. Und ich weiß auch nicht alles über sie. Es gibt Informationen, die ich nicht habe und Verhaltensweisen, die ich nicht verstehe. Und dann sage ich manchmal so ein bisschen provokant, wenn die NSA so gut ist, wie man sagt, dann wissen die Dinge über meine Frau, von denen ich keine Ahnung habe. Ich habe aber die Beziehung zu ihr. Ich bin aber mit ihr verheiratet. Ich kenne sie. Das ist das Wesentliche. Nicht, dass ich alles über meine Frau weiß, sondern dass ich eine Beziehung mit ihr habe. Und so ist es auch mit Gott. Ich verstehe nicht alles von Gott. Ich verstehe auch nicht alles in der Bibel. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, einfach frei zuzugeben, dass ich es nicht weiß. Und ich glaube, auch gute Theologie besteht darin, immer wieder offen und ehrlich zu sagen, wo wir Dinge nicht wissen können oder zumindest subjektiv ich Dinge nicht weiß oder auch Dinge nicht verstehe. Und ich finde, diesen Unterschied zwischen Wissen und Kennen, den finde ich auch in der Bibel bestätigt. Weil der hebräische Begriff für Erkennen, Yada, der taucht das erste Mal im 1. Mose 4, Vers 1 auf. Und Adam erkannte Eva. Und wir wissen, dass das Produkt dieses Erkenntnisvorganges ist kein Buch über die Psyche der Frau und es ist kein Ratgeber an andere Männer, wie sie ihre Frauen verstehen, welche anderen Männer auch bei Adam, sondern das ist ein Kind. So, also das Wort für erkennen, das hebräische Wort, wird auch dafür benutzt, dass zwei Menschen miteinander schlafen. Und ich bin vierfach Vater und weiß deswegen, das funktioniert nicht in kritischer Distanz. So, das ist in dem Fall ineinander verschmelzen. Das ist Nähe, das ist sich ausliefern, sich verletzlich machen. Und das gilt, glaube ich, jetzt mal vom Geschlechtsverkehr wieder zurück, das gilt, glaube ich, für Erkenntnisvorgänge. Und wenn es darum geht, Gott kennenzulernen, dann geht es darum, nicht in kritischer Distanz einen Betrachtungsgegenstand zu haben, den ich möglichst objektiv untersuche. Das wäre so westlich-wissenschaftliches Denken. Sondern dann geht es darum, dass ich mich ausliefere. Dass ich mich Gott ausliefere. Dass ich ihm nahe komme, ihn mir nahe sein lasse. Dass ich mich verletzlich mache. Dass ich fragend bin. Dass ich offen bin. Dass ich irgendwie sogar auch vielleicht ringend bin, aber ich bin involviert. Ich bin nicht in sicherer Entfernung. Und es geht darum, Gott zu kennen. Und dazu passt dann auch, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin ein Wort aus dem Johannesevangelium. Wie kann er die Wahrheit sein? Unser westliches Denken sagt uns, er kann wahre Dinge sagen. Oder für eine gute Sache stehen oder so. Wie kann er Wahrheit sein? Weil Wahrheit und Erkenntnis, Kennen, das sind Beziehungsbegriffe in der Bibel. Da geht es um Beziehung. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen oder etwas, also über Gott wissen, das ist schon der falsche Begriff. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann dürfen wir auf Jesus schauen.
So, weil sich in Jesus Gott ein Gesicht gibt und unterscheidbar macht und zu erkennen gibt, sich offenbart in ihm. Und das ist Beziehung. So im Kern geht es um Beziehung zu Gott. Wenn wir Beziehung zu Gott dem Vater haben wollen, das geht durch Jesus hindurch. So, und all das funktioniert nur, weil der Heilige Geist wirkt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Trinitätstheologie gehabt. Okay, kurze Frage, ewig lange Antwort. Und all das, was ich eben gesagt habe, ich ertappe mich dabei, dass ich das immer wieder in Predigten Teile davon sage. Insofern passt es auch, dass du das in der ersten Predigt, die du von mir gehört hast. Du hast es vorher im ersten Teil unseres Gesprächs schon ein bisschen erwähnt. Du vertrittst eine Reich Gottes Perspektive. Obwohl du im Ostseeviertel in Greifswald aktiv bist, verfolgst du auch einen stadtweiten Ansatz, dass du gemäß Apostelgeschichte 18, Verse 9 bis 10 sagst, dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt Greifswald hat. Du bist Reich Gottes orientiert. Es geht dir nicht um die einzelne Gemeinde oder um die Greifbar, sondern um die Reich Gottes Perspektive. Kannst du das vielleicht noch ganz kurz erklären, was dich antreibt oder wie du auf dies gekommen bist? Also diese stadtweite Perspektive, damit hat Greifbar angefangen, lange bevor ich dazu kam, ehrenamtlich und irgendwann hauptamtlich. Und diese Fokussierung aufs Ostseeviertel, von der ich erzählt habe, das ist eher in den letzten Jahren die Perspektive geworden, dass es ein immer stärkerer Fokus war. Und wir sehen diesen stadtweiten Auftrag, dass unsere Stadt das Evangelium hört und dass unsere Stadt eingeladen wird, Teil des Volkes Gottes zu sein. In der Apostelgeschichte 18 steht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Diesen Auftrag, Gottes Volk zu sammeln, dazu zu rufen, das glaube ich aus tiefstem Herzen ist kein Auftrag, den nur wir bei Greifbar haben, sondern den der ganze Leib Christi in Greifswald hat. Also alle Gemeinden. Ökumenisch gedacht. Mit ökumenisch meine ich nicht nur evangelische und katholische Kirche, sondern auch alle freien Gemeinden. Wir haben da einen gemeinsamen Auftrag. Wir haben in Greifswald das Glück, dass wir im Moment eine ganz, ganz wunderbare Verbindung auf der Ebene Evangelische Allianz haben, wo viel miteinander und füreinander ist. Das finde ich ganz großartig. Und auf die Probe gestellt wurde diese Perspektive, als sich vor gar nicht so vielen Monaten eine neue Gemeinde gegründet hat. Vielleicht kennen das manche ja, dass wenn eine Gemeindeneugründung in unmittelbarer Nähe der eigenen Gemeinde ist, dass da so Konkurrenzgefühle aufkommen. Und das fand ich im Nachhinein ganz wunderbar, dass wir als Leitungsteam, also bei uns ist es nicht so, dass ich die Gemeinde leite, wir sind ein Leitungsteam, was die Gemeinde leitet. Als wir davon gehört haben, dass eine neue Gemeinde gegründet wird, lustigerweise gab es noch eine zweite Überlegung einer Gemeindegründung, also da kamen 2 Initiativen ziemlich zeitgleich, von denen wir gehört hatten, dass wir damals darüber geredet haben und gebetet haben und dann die Entscheidung getroffen haben, wir werden es nicht als Konkurrenz sehen, sondern wir haben diese Reich Gottes Perspektive auf unsere Stadt und da ist das eine Ergänzung und wir wollen in einem guten geschwisterlichen Miteinander sein. Wir wollen mit ausgestreckten Händen dastehen. Wir wollen auch fragen, gibt es etwas, wo wir euch unterstützen können? Im Wissen, dass sehr wahrscheinlich Menschen, die im Moment sich bei uns engagieren oder einfach auch nur in unseren Gottesdienst kommen, dann sich dort beheimaten werden. Und das ist auch passiert. Aber das ist nicht schlimm. Weil für mich die entscheidende Frage nicht ist, haben wir als Gemeinde mehr oder weniger Ehrenamtliche oder Leute in unseren Veranstaltungen, Programmen oder Gottesdiensten sitzen, sondern in der Reich Gottes Bilanz wird mehr Reich Gottes sichtbar. Was passiert dort etwas? Und ja, so gehen wir auch damit um, wenn Menschen die Gemeinde wechseln. Ja, wir haben jetzt vor kurzem eine Familie verabschiedet, die Gemeinde gewechselt hat und wir haben sie gesegnet. Und wir haben gesagt, ihr wechselt die Abteilung im selben Reich Gottes Unternehmen. Wir sind immer noch im selben Unternehmen, nur in verschiedenen Abteilungen. Und das ist so die Haltung, die wir bei uns etablieren und wo sich diese Reich Gottes Perspektive vielleicht ganz gut drin zeigt. Du hast eine Dissertation verfasst zum Verhältnis von Evangelisation und Diakonie. Wie wichtig ist dir Diakonie beim Kirchgemeindeaufbau?
Vor allem ist mir wichtig, dass ich nicht von Diakonie rede und damit Evangelisation ausschließe. Oder dass ich von Evangelisation rede und dann Diakonie ausschließe. Also, das ist so ein kleiner Schlenker vielleicht, aber die Kernthese meiner Doktorarbeit ist, dass die Trennung von missionarisch-evangelistischem auf der einen Seite und sozialdiakonischem auf der anderen Seite, die man viel beobachten kann, dass das vor allem ein gedankliches Konstrukt ist, dass wir trennend denken. Das hat wieder mit griechischem Denken zu tun, das ist nicht hebräisches Denken. Das haben wir nicht aus der Bibel gelernt, sondern von Platon, und durch die Aufklärung wurde das vielleicht noch ein bisschen edler oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist ein typisch westliches Denken. Wort und Tat, Heil, Unwohl und solche Gegenüberstellungen. Dass wir Dinge auseinanderreißen, die in der Bibel untrennbar sind. Und ich glaube, Evangelisation und Diakonie sind genau das. Und ich leide daran, wenn ich sehe, dass in meiner Kirche viel evangelisationsfreie Diakonie betrieben wird und auch viel diakoniefreie Evangelisation. Oder Worte, die ich in meiner Doktorarbeit benutze. Es gibt so ein sendungsvergessenes Dienstbewusstsein und ein dienstvergessenes Sendungsbewusstsein. Und die Arbeit heißt der eine Sendungsdienst der Kirche. Das ist der Versuch, Sendung als Dienst zu verstehen und Dienst als Sendung als eine Sache. Und jetzt in der Praxis ist es total wichtig, diakonisch zu sein, und damit meine ich gleichzeitig missionarisch zu sein oder evangelistisch zu sein, weil da wenden wir uns unserem Umfeld zu. Das ist die Bewegung, dass wir in unseren Stadtteil hineinschauen, dass wir in unsere Stadt hineinschauen, dass wir in unsere Beziehungsnetzwerke, Familien hineinschauen. Und ich habe das im ersten Teil gesagt, und anfangen zu lieben und zu dienen. Dazu sind wir gesandt. Und dann kann da mehr draus werden. Und manches klappt, anderes nicht. Aber das ist die Grundbewegung. Und die machen wir als ganze Gemeinde. Und das liebe ich und das ist wichtig. Und bei uns ist es eben so, dass wir machen zum Beispiel ein Fußballangebot. Da kommen vor allem junge Männer und Jugendliche hin. Und immer gibt es da am Anfang einen kurzen geistlichen Impuls und ein Gebet. Das ist natürlich wie ein Fremdkörper. Das erwartet man nicht, wenn man zum Fußballspiel kommt. Aber das hat sich da etabliert. Also auch da, wo man es irgendwie nicht erwartet, bringen wir Jesus mit rein. Nicht künstlich aufgedrängt, sondern auf eine authentische Weise, finde ich. Weil das dazugehört. So, ich finde das ganz wichtig bei dieser Hinwendung. Ist das eine nicht Mittel zum Zweck für das andere, sondern es gehört einfach zusammen. In dieses Denken will ich hineinkommen, diese Haltung will ich hineinkommen und in dieses Handeln will ich immer mehr hineinkommen. Im Kino kommt die Werbung ja jeweils am Anfang, bei uns jetzt am Schluss. Kürzlich konntest du zusammen mit Professor Dr. Michael Herbst, David Reismann und Patrick Todieras die zweite Auflage dieses Buches Evangelisation, theologische Grundlagen, Zugänge und Perspektiven veröffentlichen. Warum sollten engagierte Kirchgemeindemitglieder und Pfarrpersonen dieses Buch lesen? Ich würde sagen, du solltest dieses Buch lesen, wenn dich das Thema wirklich interessiert. Und zwar, der Untertitel ist Theologische Grundlagen, Zugänge und Perspektiven. Also wenn du einfache Methoden oder viele Praxisbeispiele erwartest, lies ganz viele andere Bücher, die es zu dem Thema geht. Aber wenn du das Thema Evangelisation, also eine Verkündigung des Evangeliums, die klar Jesus zentriert ist, die auf eine Antwort aus ist, die damit eine klare Intention hat. Wenn du das theologisch durchdringen möchtest, dann wirst du in diesem Buch sehr, sehr fündig werden. In verschiedenste Richtungen, historisch, begriffsgeschichtlich, systematisch-theologisch, natürlich praktisch-theologisch. Und da sind einige Teile drin, die mindestens mal auf dem deutschen Buchmarkt einzigartig sind, in der Intensität, vielleicht sogar weltweit. Das ist eine wahre Schatzkiste, um das Thema theologisch zu durchdringen. Das klang jetzt nicht sehr demütig als Mitautor, aber das ganze Lobende meinte ich vor allem auf meine Mitautoren bezogen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Andi, vielen Dank
für das aufschlussreiche und spannende Gespräch. Ich wünsche uns allen Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.